Es ist Donnerstagmorgen, etwas nach der 6 und ich bin unterwegs an einem zweitägigen Filmdreh in der Wüste von Palm Springs. Ich freue mich, es wird auf jeden Fall interessant. Ciao zusammen hier, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ja, ich freue mich extrem darauf. Ich kann Simon, Schweizer Filmemacher, Autor, helfen. Er führt die Kamera, ist die DP und ist super spannend, sicher eine Ehre für mich, jedes Mal, wenn ich so ein professionelles Set kann. Und wenn ich natürlich so nach der Kamera kann sein wie das Mal, ist es besonders interessant und spannend, da freue ich mich extrem. Ich weiss nicht, wie viel das ich dir zeigen vom Set, aber ich melde mich einfach ab und zu. Ich bin jetzt gestern 4 Kinolinsen abholen. Die hat die Produktionsfirma gemietet und da ist spannenderweise der Vermieter in Hermosa Beach daheim. 3 Blocks, sagt man hier, also 3 Strassen weiter. Und da bin ich die gestern geholt. Sind die hinten im Auto? 4 Linsen sind es. 19 mm, 35 mm, 50 mm und 80 mm. Denkt dran, die Kamera ist eine Arri Alexa Mini, das ist ein super 35 mm Sensor drin. Ich bin froh, der Verkehr ist noch ziemlich angenehm. Er hat zwar schon etwas Stau gemeldet, aber insgesamt habe ich etwa eine halbe Stunde von uns zur Produktionsfirma, weil von dort gehen dann Shuttle 2 Busse mit der Crew und mit dem ganzen Material auf das Palm Springs. Da kann ich jetzt mitreiten, das ist noch gäbig, da muss ich nicht selber fahren. Ich gebe gerade ehrlich zu, Miriam wird jetzt lachen. Ich bin natürlich gerne noch ein bisschen verloren, sobald ich ein bisschen ausserhalb Hermosa Beach unterwegs bin. Also ich brauche das iPhone zum Navigieren, sonst komme ich nie an. Und dort ist natürlich gäbig, weil es die sogenannte Lane Assist hat. Also es zeigt mir auf welcher Spur sie muss sein, für den richtigen Ort herzukommen bei der Abbiegung. Wir sind jetzt hier an einem Höhepunkt des Autobahnnetz. Wir sind auf dem 105er ostwärts gefahren und sind jetzt aber auf dem Weg auf den 110er Norden. Und gerade vor uns, auf dem Viadukt, oder wo wir jetzt da sind, sehen wir Downtown Los Angeles. Und hinten dran schön die Bergkette. Eher links sind die Santa Monica Mountains und dann gegen rechts der San Bernardino Nationalpark. Ja, und jetzt sind wir natürlich wieder so in einem Stau. In LA kann es einfach zu jeder Tag- und Nachtzeit kann man da irgendwo bleiben stehen. Man muss auch immer rechtzeitig von daheim weggehen, weil allgemein wird die Ausrede, dass man im Stau sei, bleiben stecken, nicht mehr akzeptiert. Man muss einfach damit rechnen. Wenn ihr links rüber schaut, seht ihr noch 2 Spuren, die sie relativ zügig vorbeifräsen. Und das ist die Fast-Track-Spur, die man muss zahlen muss. Je nach Verkehrsaufkommen ist es mehr oder weniger teuer, aber ich, der so selten da unterwegs bin, habe natürlich kein Abonnement oder habe da keinen Tracker gelöst und bin jetzt hier halt auf der normalen Spur ein bisschen eingeklemmt. Das ist eine gute Gelegenheit, vielleicht ein Update zu geben über einen Segel-Doc-Film. Und da bin ich jetzt dran, die eigentlichen Segel-Abschnitte zusammenzuschneiden und rücken da gut vorwärts und es fängt natürlich auch. Aber insgesamt ist es natürlich ein Riesenaufwand. Wenn man das vergleicht, meine normalen Doc-Filme sind so 4, 5, 6 Minuten lang und so eine Teile schneide ich alleine etwa 80 Stunden, kann man sich die ausrechnen, was insgesamt so einen stündigen oder 1,5-stündigen Doc-Film für einen Aufwand bedeutet. So, jetzt müssen wir hier rechts raus. Die Produktionsbude ist nicht im sichersten Quartier oder Stadtteil. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass am Morgen früh die Bösen der Gesellschaft noch am Fussen sind. Aber ich lasse jetzt die Kamera mal laufen, dann bekommt ihr auch einen Eindruck, wie es ein bisschen weg vom Strand aussieht. Ich bin selber gespannt, ich war noch nie hier gewesen. Und finden wir das zusammen raus. Jetzt haben wir geschrieben von der Produktionsbude. Das SMS bekommen, das kann ich jetzt hier während dem Fahren nicht lesen. Schau jetzt mal, ob irgendwo eine rote Ampel hat, und ich da unten anhalten kann. Da ist der erste schon durchdrehen. Ja, dann wir jetzt gerade. So, jetzt sind wir dann eigentlich schon gleich da.
Die sind gar nicht so weit weg. Ihr seht, hier haben die Häuser auch überall Gitter vor den Fenstern und Gärten sind abgittert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, falls ihr mal in Zellei unterwegs seid, dass es nicht so die beste Gegend ist. Also jedes Mal, wenn die Häuser ein Gitterchen haben und die Gärten verbarrikadiert, ja, ist es nicht gerade Judy Hu. Also jetzt ist es glaube ich hier. Ich weiß nicht, ob jemand da ist. So, dann warten wir jetzt, bis sie das Türchen auftun. Und da ist auch schon einer am Warten für den Gitter. Er hat etwa Hunger, will irgendetwas zum Morgen. Jetzt habe ich ein SMS bekommen vom Fahrer, wo ich dann auf Palm Springs fahren. Und jetzt warte ich, bis der aufkreuzt und das Türchen aufgeht, da ja das Auto da natürlich innen kann abstellen, nicht auf der Straße. Dass da mal nichts passiert mit meinem Wägeli. So, sie haben ihn reingelassen. Wir können parkieren. Ja, läuft da schon etwas. Morgen um 7 Uhr. Und die Jungs haben da schon eine Hurenfuhr. Wir müssen mal schauen, die Kerren, die da oben stehen. Da ist einfach nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel Führung da. Alles ein bisschen angeschlagen. Ja, noch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann draussen wieder. Und dann, ja, bis gleich. Dranbleiben. Schwupps, und da sind wir auch schon in Palm Springs, im Arts Hotel. Und da tut sich jetzt die Crew und die Talents treffen. Talents nennt man die Personen, die man dann schlussendlich auch vor der Kamera sieht. Es geht aber weiter, und das ist jetzt ein Blick in den Van rein. Links sieht man die Kamera auf dem Sandsäckchen. Weiter geht es jetzt aber auf Bombay Beach, dort filmen wir filmen. Bombay Beach ist eine kleine Geisterstadt, die in den 50er Jahren mal berühmt war als Feriendestination am Salzsee, wo dort die Leute etwa Wasserski gemacht oder sie fischen oder mit ihrem Bötchen rumgefräst. Leute wie Frank Sinatra, Beach Boys. Aber ab den 80er Jahren, weil der Seespiegel immer weiter runter ist und über Salzung eingesetzt hat, sind fast alle Fische gestorben. Dann hat man auch das Wasser als giftig erklärt. Und das war natürlich auch der Moment, wo die meisten weggezügelt sind. Wer jetzt noch hier bleibt, das sind ein paar hundert Leute, schätzt man, sind solche, die entweder kein Geld haben, zum Weggehen, oder man munkelt auch, dass da gewisse Drogenfabrikationen stattfinden. Bombay Beach übrigens, die tiefst gelegene Ansammlung von Häusern in Amerika mit 63 Metern unter dem Meeresspiegel. Und leider habe ich nicht allzu viele Aufnahmen vom eigentlichen Dreh, aber es waren Dreharbeiten für ein Musikvideo mit dem Thema 70er Jahre. Und hier sehen wir jetzt den Kameramann Simon Hinger im Auto vom gemieteten Mercedes, zusammen mit den Hauptprotagonisten am Fahren. Denn hier sind wir jetzt am Ufer vom Saltensee, sehr eindrückliche Landschaft. Und natürlich die Naturkulisse mit dem Sonnenuntergang gewaltig. Da sehen wir jetzt den Regisseur mit dem Kontrollmonitor und der Simon führt jetzt die Kamera mit dem Gimbal. Sehr schwierig war, weil der Untergrund ist so krustig und gleich lehmig war. Wir müssen aufpassen, dass man nicht stottelt. Die Tänzerinnen hat es auch noch gehabt, die mit den High Heels müssen über die Furchen einbalancieren. Also insgesamt war es eine spassige Sache. Meine Aufgabe hier war, die Drohne parat zu machen und einfach die Kamera abzunehmen, sobald die Szene fertig war. Am nächsten Tag war es ein 2-Tages-Dreh, sind die Arbeiten weitergegangen in einem gemieteten Haus, respektive Museum aus den 70er Jahren, muss ich schon fast sagen. How you doing? Awesome. Cool. I'm with Renee and we're about 10 minutes out or 5 minutes out from Joshua Tree Tower. Und das Haus muss ich euch jetzt heute zeigen, das war gewaltig. Also jeder Raum war speziell eingerichtet und wie sie mir gesagt haben, original noch aus den 70er Jahren. So, wie gesagt, habe ich nicht viel mehr Aufnahmen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, wir haben halt lang und intensiv gebügelt. Der Tag hat am Morgen um 6:30 angefangen und dann haben wir durchgezogen, eigentlich ohne Pause bis am Abend um 10 Uhr. Aber andererseits sind halt auch auf dem Filmset so Telefon und private Kleinkameras aus verständlichen Gründen nicht so gerne gesehen. Aber beim nächsten Mal mache ich wieder, was möglich ist, und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Ja, jetzt geht es wieder heim zu.
Und dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.